Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission Blick auf Europa. Es ist genau ein Jahr hier, dass wir zu Göteborg das Sozialsummit hatten, wo 3 Institutionen, das heißt einerseits die Kommission, das Europaparlament und der Conseil von den einzelnen Memberstaaten, wo die an einer feierlichen Deklaration niedergeschrieben haben, dass in Zukunft soll mehr Sozialpolitik, mehr soziale Aspekte an der europäischen Politik abfließen. Und das am Anfang nicht nur eine Deklaration, sondern das ein ganz genau Vorschrift, eine ganz genaue Etappe vorgeschrieben gehen, wie die einzelnen Etappen, die einzelnen Schritte sollen ausgesehen. Es sind Prinzipien festgelegt gehen, es sind Leitlinien festgelegt gehen. Und das gesagt gehen, demnächst gibt dann die enge oder die andere legislative Mesure geholt gehen, das heißt eine konkrete Gesetzgebung geschafft. Das ist so ein Jahr hier. Was also an dem Jahr geschieht, ich meine, da sind aber schon ein paar, die auch von Leuten so, ja, Europa muss mich sozial gehen. Da muss ich noch wissen, dass das ganz stark nach an der Kompetenz von den einzelnen Memberstaaten liegt, dass eigentlich die Europäische Union nicht mehr eine übergeordnete Kompetenz hat, nicht an allen Bereichen kann angreifen. Und aber hat die Kommissarin Marianne Thyssen aus der Kommission Jean-Claude Juncker eine Idee abgemacht und wir hoffen, dass die Idee von der Sozialpolitik auch abbleibt und dass nicht bei der nächstfolgenden Kommission die Idee zugeht und dann, dass wir Mandat an die Politik verfehlen, wo das Sozial nicht mehr dieselbe Stelle wird tun. Wenn ich so das schon ein bisschen geschieht, dann ist das eine Direktive, eine Gesetzgebung, eine Proposition, die auf den Weg geschickt ist, für Berufs- und Familienleben besser an Anklang zu kriegen. Da sind einfach die Parlamente schon lange fertig mit ihrer Meinung. Die Memberstaaten sind da ein bisschen auf der Bremse, hauptsächlich an dem Punkt den Congé de Paternité. Da ist besonders Deutschland, was ganz stark zurückhält. Und gesagt aber trotzdem aus, wie wenn wir unter der österreichischen Präsidenz trotzdem nach einem Akkord verhandeln. Das Zweite ist, was wir daheim kennen, Kontrakte, Arbeitskontrakte, wie die auszusehen haben. Das heißt, die Arbeitsbedingungen, all die Sozialbedingungen, alles wird an so einen Arbeitskontrakt rangehört. Da haben wir daheim, zu Lützeburg auch noch an den Ländern rundherum, haben wir Höchststandarden. Da wissen wir, wenn wir eine Arbeit anholen, kriegen wir mit dem Patron, treten wir an den Arbeitsverhältnis, kriegen einen Kontrakt, der gesagt, eine ganz paar die Sache für, von Menschen da an, Informationen, wie viel das wir zu schaffen haben, wer als Rechte, als Pflichten sind, was wir verdienen, was wir für Congé haben, all die Sachen sind darauf festgehalten. Das ist aber noch lange nicht an allen Ländern der Fall von der Europäischen Union. Und da haben wir darauf geschafft, für das ein Standard geschafft wird, also für einen Arbeitskontrakt, also ein Modell, den dafür ganz Europa gibt zählen. Und auch da haben wir ganz intensiv darauf geschafft, für dass die Standards, dass das nicht nur Mindeststandards sollen sein, sondern dass die Standards relativ hoch geschraubt gehen. Auch da sind wir gut vorgekommen. Auch da bleibt der Conseil nach eine definitiv Entscheidung zu holen, hier am Parlament auch mit dem Komitee passiert. Und auch da sind ich, wie gesagt, ganz zuversichtlich. Ein dritter Punkt, den mir auch wichtig scheint, das ist die Arbeitsmarktregulierungsbehörde, Autorität oder Agence, so sind wir uns noch nicht so richtig eins. Autorität, das erhöht mich aussagekräftig. Da sind Memberstaaten, die sich, wie gesagt, verhärten, so eine Agence, die sich in Zukunft den Arbeitsmarkt kümmern, den Arbeitsmarkt regulieren, dass das zu viel an die nationalen Kompetenzen angreifen und die wollen das nicht, die stehen noch so, wie gesagt, auf der Bremse. Trotzdem ist es mir wichtig, und noch eins wichtig, dass so eine Agence aber auf B gestaltet und das auch funktionieren kann. Für was? Weil immer mehr Leute, immer mehr Leute an der Europäischen Union, die mobil sind, das heißt über 17 Millionen schaffen an einem anderen Land wie da, wo sie wohnen. Dann haben wir natürlich nach all die Travailleurs détachés, die von einer Entreprise aus einem Land an ein anderes Land entsendet gehen. Alles das zusammen ist an den letzten 10 Jahren explosionsartig geworden. Und das muss reguliert gehen. Da können wir nicht mehr alle Land für sich mit seinen nationalstaatlichen Systemen. Da muss eine gemeinsame Plattform geschaffen gehen, eine gemeinsame Agence,
die auch mit Moyen ausgestattet, das heißt einerseits mit finanziellen Moyen, mit Leid, aber auch mit Kompetenzen, dass wie gesagt, grenzüberschreitende Kontrolle kann machen, dass wie gesagt, die Informationen fließen, dass auch am Fall, wo zwei Memberstaaten sich nicht einig sind, dass eine Mediation mit einer Konziliation kann an das Leben gerufen gehen, das heißt, dass die Europäische Agenz den Mediateur als zwischen zwei Parteien, wo ein Litige besteht, alles das sind Sachen, die wir probieren mal dran zu bringen, weil das Arbeitsfeld, wie gesagt, geht ganz rapid voran. Digitalisierung als an der Arbeitsfeld, auch wenn man nach ein bisschen zaghaft in das Thema rugehen, das aber schon auf verschiedenen Sektoren ganz weit fortgeschritten. Und es gibt heutzutage neue Formen von Arbeit, Plattformen, Crowdworking, Nullstundenverträge, abrufbereit, all die Sachen, alles was mit prekären Arbeitsbedingungen sind, mit prekären Arbeitskontrakten. Die Leute, die nicht unbedingt von einem CDI profitieren, die haben hier Probleme. Und das muss zusammengehen, das muss koordiniert gehen, am besten Fall auch später harmonisiert gehen. Und für allem müssen ganz effektiv grenzüberschreitende Kontrolle möglich sein. Und auch ein Austausch von Informationen, das ist nicht nur für den einzelnen Salarié wichtig, sondern das ist auch für die Entreprise wichtig, das ist wichtig für die einzelnen Memberstaaten, das ist wichtig für die Sozialpartner, für die Gewerkschaften. Das heißt, dass hier ein Instrument entsteht, eine Agenz entsteht oder eine Autorität, wie ihr das nennen, die in dem Moment am meisten für die Probleme hier umzugehen, für das zu regeln. Das, wie gesagt, nach viel an der Hinsicht zu machen, das sind ein paar Domänen, wo, wie gesagt, schon aber aus dem sozialen Volley, aus dem sozialen Pilier, den zu Göteborg décidiert gehen, als wo aber schon lösen eine Partie Direktiven, eine ganze Partie Propositionen bei uns landen und von uns behandelt gehen, was dann zu einer europäischen Gesetzgebung funktioniert zwischen uns und dem Conseil. Die zwei Co-Legislateuren, wenn die sich einig sind, also eine europäische Gesetzgebung, das soll eine Plus-Value darstellen, das soll nicht an Kompetenzen von den einzelnen Memberstaaten angreifen. Wie gesagt, das soll ein Mehrwert sein, ein europäischer Mehrwert für Europa, an der Hinsicht mehr sozial zu machen. Das leider auch das Gefühl, und das nicht nur der wirtschaftliche Teil, den zählt nicht nur Ökonomie, sondern auch der soziale Pilier soll auch mehr ausgeprägt gehen an den nächsten Jahren. Wir hoffen, dass, wie gesagt, die Kommission, die abgemacht hat, dass das so bleibt und dass nach mehr Sozialpropositionen, eine Sozialgesetzgebung da kann rauslesen. Das wäre, wie gesagt, für das Woche von Bresel. Vielmals merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.